Welkom naar een aandag in onze Johannes-series. En ik weet niet hoe jullie dat gaat, maar ik heb vaker in mijn leven gewonderd waarom ik mij in Fehler vingen. We zijn alle mensen die nach mal kort komen, we zijn mensen die zich in Sinn vingen. En wanneer we dat wirklich ons hart onderzoeken doen, we zijn vaker dat zijn Entscheidungen, die we gemerkt hebben, die ons bedoel brengen deed. Dat we in Fehler zijn en dat we in Sinn zijn. Maar ik had het nog recht van Jezus als dat, wanneer we Fehler merken, dan dat durft niet de eng zijn van onze Glauben. We kunnen verzeind zijn, we kunnen verzeind worden met Jezus Christus en we kunnen dieper en wieder wachsen in ons Glauben met hem. Vandaar wil we van het boek Johannes zijn, waar twee mensen, twee personen, Fehler merken, twee verschillende Fehler. Aber sie haben zwei verschiedene Antworten zu den Fehlern. Und wir reden von Judas und von Petrus. So, wir wollen ein klein bisschen durchkommen. Wir wollen mehr erforschen, wenn wir lesen in das Buch Johannes. Aber wir wollen hier ein Bildtaub stellen von Judas. Was passiert in seinem Leben? Was passiert, dass er sich in Fehler fingen hat? Und dann, was passiert nach den Fehlern? Und so wollen wir auch sagen, was braucht Petrus nach seinen Fehlern? En dan ook wat dat hij hem verzeind worden met Jezus Christus. Mijn hooping is vandaar dat we worden hooping voeten. Dat we worden ons dollar zijn als Petrus, liever als Judas. Dat wanneer we een Fehler merken, dan wanneer dat een groter Fehler is. Dat we zijn Amma. Du als Amma naar weg treden naar Jezus. En dat we kunnen ons watervraag opmerken met hem. Terwijl we eerst zijn, wat passiert in Judas zijn leven. En we gaan teruggaan naar Johannes kapitel 13, 18 tot 30. En hier willen we zijn, wat passiert in Judas, dat hij in zin weer. Judas kapitel 13, 18 fangen we aan. En zegt es dat, ik red niet van alle, je weet, ik weet, wem ik uitgewählt heb. Aber dort moet zo ram komen, dat de schrift zegt, sogar mijn goede vriend, en dem ik vertrouwen had, die mijn bruid uit, klinkt op mij met de feit. Ik zeg je dat nu, eer dat passiert, dat je, wanneer dat eerst passiert, geloven dat ik dit zie. Ik zeg je de waarheid. Wer den abnimmt, den ich schick, der nimmt mich ab. Und wer mich abnimmt, nimmt den ab, der mich geschickt hat. Als Jesus dit gesagt hat, wie er im Hort bedrückt und seht, ich sage die Wahrheit, einer von jünt wird mich verraten. Dann schickten die Jünger sich an und wundern, von wem er redet. So, wir sehen hier, dass Jesus weiß, sehr klar, dass Judas wird am verraten. Aber Jesus gab ihm die Hand, er sagt seine Vertrauen in ihm, und er gab ihm jede Gelegenheit, versöhnt worden mit ihm und ihm noch folgen. Und wir weten nicht, was in Judas sein Hort wir sein, wenn wir Johannes lesen, dann der evangelische Beker, dass Judas hat niemals ein vollen Vertrauen in Jesus. Er hat was Glauben in ihm, aber er wird in vielen Dingen bloß für sich selbst. Und dann wieder in 23, bei 26 sagt er wieder, in einer von ihnen, der Jünger, den Jesus Gott wir dort dichtste bei Jesus. Dem blinkt Simon Petrus tau, er soll am fragen, wem er meint. Er langt sich terug an Jesus nan und vroeg ihm, Herr, wer ist dort? Jesus sagte zu ihm, dort ist der, dem ich dort angeduktet biet Braut gebe. Und er duckt ein Braut an und gibt dort nach Judas, dem Simon Iskariot sehen. So hier weiß Jesus Christus, Judas wörtlich, was er im Hort hat. Und so erfahren vor dem, dass wir in Sinn fallen, dann Gott wiest uns, was wir im Hort
han, wer wir in Hort zijn. En dat is een warning voor ons, dat we zullen de hard arbeid doen, wat niet fehlen dat. Wegen Sinn fängt niemals an, krank, wann der Sinn passiert. Das fängt an, wenn uns Hort nicht erreicht steht erst. Und hier kickt Jesus Judas in Gesicht und sagt, hier, du wirst mich verraten. Hier sei wie in Gelegenheit. Für Judas tam nie sein. Blijven wat dat Judas. En als Judas dat biedt Braut neem, für de Soton in Arm nähern. Dann sieht Jesus der Arm, wat du daunen wärst, du dort bald. Aber du der wisst keiner, worum Jesus dort der Arm sieht. Wills Judas der Geld tosch hat. Doch ein dat Jesus der Arm sieht, hij soll gehen und typen, wat zij hem fastbrüchten. Oder dat hij wat voor de armen geven zal. Sobald als Judas dat Braut genomen had, ging hij uit en dort weer nacht. So hier zijn we dat nächste stap van Judas zijn wandel in de zin aan. Er weer een warning dat God wist wat hij in hart had, wat hij een plan had. En hier geeft Jezus am gelegenheid om omdraaien en dat niet doen, dat wat hij wil doen. Maar wat deed Judas? Hij wählt zich, hij entscheidet zich, hij wil wieder aan diesen Strich van zijn gaan. Wenn wir ein klein bisschen die Gesetz studieren und wir kennen die Gesetz, und wenn du uns ein Wort angebracht und du ein Mörder hast, nicht jeder Mörder ist eben rein. In Englisch sagen wir, das ist first degree, second degree, third degree. Und das hat zu tun mit dem Ziel, was hänger dort ist und der Mensch dort merken. Third degree ist so, wenn dort vielleicht der Adler kommen wird, dort ein Mensch zu dort kommen wird und der Mensch in einen Mensch dort merken wird. Und die Gesetz, dort ist wegen Mörder, aber das ist nicht so häufig als der zweite und der second. Der second ist, wenn eine Person vielleicht übt wird, der hat sich nicht der gedacht, aber er muss sich selbst beschützen oder er fällt dort plötzlich bei und er oder sie merkt eine Person dort. Das ist second degree. Aber der höchste Strophe, was der Gesetz hat, gegen Mörder ist das first degree. Und das ist, wenn eine Person wirklich einen Plan merken wird, der grabbelt sich aus, wo er das tun will, und dann wird er eine Person dort merken, hat das geplant, das ist ab ernst getan, und das ist ab Pflicht getan. Und das ist der Art Sinn, was Judas hier tut. Er wählt sich, was er will tun. Er hat zwei Gelegenheiten hier, sei wie, dass er das nicht dürft tun, aber er entscheidet, dass er wird Jesus Christus verraten. Das wir in first degree sind. Wenn wir uns in ihrem Leben untersuchen tun, wir wollen dort mal einen Ferkentausch tun. Du sind sehr Ferken Tiden, wo wir first degree sind tun. Und das ist eine Warnung für uns, was zu uns passieren wird. Wir haben die gelernt, wir sein, was wir in Hort haben. Lass uns die Hortarbeit tun, go wie ein Stopp wieder. Und wenn wir gelernt haben, die sind oft zu sein, wir gehen ein Stopp wieder. Und wir planen dort, uns jeder scheint, und wir tun dort abflieht. Und was passiert, wenn Judas das Braut nimmt, er dann schädt ihm die Sinn tun, das sagt, für die Soton in am Nähen. Du hast irgendwas jährlich, was passiert, wenn wir entscheiden, wie wir die Sinn tun. Wie sie geben so tun die volle Kontrolle über uns. Wir geben so tun die Macht über uns. So dort so tun uns festnehmen wird und dort wie fast der Sinn sind. In Lukas Kapitel 22, der erste Versen sagte dort ein klein wieder, was passiert. Der Titel für den Fast von angesührte Braut, da passt fast nur das sich. Und das ist vielleicht ein bisschen kort vor dem, vor Johannes Kapitel 13, was in dort Kapitel passiert. Wieder in der zweiten Version, Lukas Kapitel 22, sagt es steht. Und der Jugendpriester und der Schriftgelehrte sagten nur ein Wach, Jesus dort zu merken, und sie fürchten sich ober für das Volk.
Dann für Soton in Judas Iskariot nan, einer von den 12. Und er ging dann nur den Hohenpriester und den Tempelwächter sich mit Ernte einigen, wo an Jesus verraten kann. Die freuen sich daartoe en wären bereit am Geld te geven. Hij versprach aan dat en luid naar een gelegenheid Jesus zo aan te verraden, dat het volk dat niet aanwaart. So, Judas, der hat es geplant, da wo er wird in sein Leben. Und ich glaube, so sehr wie auch fertig. Wir planen, weil wir wollen Dinge plitsch haben. Wir planen, weil wir wollen Dinge tun, so dass keiner das anworden wird. Wir tun das planen, weil wir senden wollen. Und wenn wir das tun, du als Port von unserer Seite, was wir ganz ewig so tun. So tun, dass er die Kontrolle über uns hat. Ich glaube, dass wir sind nicht verbunden und so tun und sind bei der ersten Weltbüste sehen, was wir tun haben. Wir haben so tun Ruhm gegeben, wir haben am Namen gelassen, wir haben entschieden, wie wir in sein Leben. Aber interessant, ich denke erst, wenn wir hier lesen, dann in Johannes Kapitel 13, die anderen wissen nicht für was hier passiert. Die wissen nicht, was er in Schaffen hat. Und so denken wir vielleicht auch, andere, die wissen hier nicht, uns was an. Wir planen alle Sorten, wir merken uns möglich mit Sinn. Aber Jesus weiß, Gott weiß, was wir in Hort haben, Gott weiß, was wir im Plan haben. Und wir denken so, na, das wird bloß für mich sein. Andere wissen das nicht an. Und so sehen wir hier, Judas, der dachte vielleicht auch so. Aber hier ist eine tiefe Warnung für uns. Und das stammt krank an Wort, wie in Jakobus Kapitel 1, 13 bis 15 lesen, und wo sie schaffen das. Und wenn der Mensch versagt wird, soll er niemand sein, dort Gott am versagt. Gott kann nicht zum Weisen versagt werden. Und er versagt auch keinem. Aber ein Mensch wird versagt, wenn er von seiner eine bei sich Last mitgeritten wird. Wenn der bei sich Last sich erst falsch gesagt hat, wird der Sinn geboren. Und wenn der Sinn gedonen erst, bringt sei den Tod. So wir müssen hier von dieser Versen verstehen, dass Jesus wie nicht da wer Judas versägen hat. Dass wir seine eine Last für Geld verbierig sein, war das da. Jesus gaf Judas een gelegenheid. Jesus wie nicht da wer am versägen da wir Judas war dort da. Und dann sei wir dort hij im Plan mjuk. Und dort erst wo Last sich erst falsch gesagt hat. Und dann deed Judas dort, was er geplant hat. Und dort als het nächste Wort, wordt der Sinn geboren. Und das lesen wir in Johannes Kapitel 18, die ersten 4 Versen, das sagt es dort. Als Jesus das alle gesagt hat, ging er mit seinen Jüngern noch, der andere sieht von Kidron Tol, durch wir in Gordon, in den er mit seinen Jüngern naheging. Und Judas Iskariot, der am Verrat, wirst auch, wo der steht, wie weil Jesus traf sich durch Ferken mit seinen Jüngern. Dann kam Judas mit einer Gruppe Soldaten den Tempelwächter und die Hohenpriester und Pharisäer am Gestalt hatten, mit Lanternen, Lampen und Gewehren. Weil Jesus alles weiß, was am beginnen wird, ging er raus und sagte ihm, wer seht ihr? Sie sehen Jesus von Nazareth. Jesus sagte an, ich sehe dich. Und Judas, der am Verraten deed, stond durch auch bei an. Judas wie der, wer diese Toten leiden deed. Judas wie der, wer, und wir lesen dort in der steht, dort er wie der, wer Jesus auf der Bar kussen deed, haben dort bewiesen, dort er Jesus verraten deed. Judas weiß krank, was er deed. Er hat es geplant, aber dann kam der Preis von der Sünde.
Wir zijn in het nächste Port, dort Judas erst dort leidt. En dat lezen we in Matthäus Kapitel 27, eind durch 10. Ik wil de eerste 3 versen lezen. Dan s'morgens werden alle hoge priester en ältestes uit dem volk taub en besloten dat Jezus zal doodgemerkt worden. En zij bungen am, leiden am weg, even juiven am, en dat landes komende Pilatus. Als Judas, der Jezus verraden had, sagt dat Jezus tam dood veroordeeld weer, deed am dat leid. Dat hij wat hij gedaan had en bracht die 30 zilverstekken terug naar de hoge priester en de ältestes. So Judas had deze zin geplant en nu had hij dat gedaan. En nu zag hij de prijs van zijn zin. Niet bloß de prijs voor wat hij gedaan had, wat er zijn innerlijke wezen deed, maar dat wat er te Jezus deed. Der Judas zijn zin, wie Jezus nu verder die rechter, en wil hij verder rechter, wie nu muss Jezus sterven. Onze Entscheidung tam Sinn, heeft niet bloß dat het een uitval heeft voor ons. Dat brengt viele Fehler en veel Schulden te anderen. En wanneer we dat zijn dan, dort wat passiert, wilt wie in de zin je wilt hebben en de zin je doen hebben, du komt een truhe over ons, wat we niet met doen kunnen. En hier is een punt wat, ik weet niet, wer dat je mooi gezegd heeft, en hij zegt zo dit. We kunnen onze zin wählen, aber we kunnen niet onze uitval wählen. We kunnen wählen, wo we zin worden, aber dort wat passiert, wilt we de zin wählen, dan du hast we keine Kontrolle over. Aber we zijn verantwoordelijk voor de uitval. En zo ik wilde vielleicht bis ans halten denken. Wenn wir so eine Person sind, wat vielleicht ein super ist. Wir können dort wählen, dort wir so leben wollen. Aber denk an alle die Menschen, die unser Leiden machen. Vielleicht sind wir eine Person, die stehlen det, oder lehen det, oder plötzlich mit irgendwas höher driven det. Wir denken, das ist meine Sinn, aber all die Menschen, die unser Leiden machen, wir sind verantwortlich für das. Und das bringt eine Trühe. Und so ist hier mit Judas das. Er hat sich sehr ungeschmiert, mit wo haben das Leid das. Und der hat wirklich Leid. In die 4. Vers, dann bringt er das Silberstecker zurück. In der 4. Vers von Matthäus Kapitel 27 sagt er, ich habe gesündigt an dem, dat ich Aschel jet Blut verroden habe. Sie sehen, was jet ons dort an? Du musst die selbst weiten. Wir denken, wann wir diese Sinn wollen, dann uns wird das Leid sein, aber wir das bis zurückgehen werden wir. Aber hier ist eine Weise, wir sind uns anschmieren, dort wird Sinn bringen, die Fehler und die Schulden wird Sinn bringen, dort kann wir euch ändern, dort kann wir euch umdrehen, dort zuerst ist, dort ist schwer. Und das wird Judas hier sein, wir tolot, um uns was ändern. Aber was tut Judas mit das Trühe? Was tut Judas wegen am das Leid wir? In der 5. Vers sagt es wieder in Matthäus 27, er schmeißt das selber Stecker im Tempel an, ging weg und hang sich selbst. Hier stimmt der Krieg mit, was wir gerade gelesen haben in Jakobus Kapitel 1, 15. Vers, das sagt, wann die Weise las sich erst falsch gesagt hat, wird der Sinn geboren, und wann der Sinn gedonen ist, bringt sei dem Tod. Lieber Freund, das was ich will haben, die soll von dir weiten. Pass auf, lass diese Botschaft eine Warnung sein für uns. Wir können nicht rumspielen mit Sinn.
Wir können nicht planen, haben einen Sinn leben und dann bleiben wir wollen wegkommen dort. Du als Armer im Priest versendet. Und während des Priester versendet kann brüht, wann wir dort nicht so fehlen, und dort Platz bleiben dort. Du hast nicht dir der Priest versendet. Aber was wir hier sein dann, als dort Judas, er sagt gleich, dass die einzige Hoffnung wir verarmen. Leider als für Vergebung Frauen, er jink und hang sich selbst. Und dort ist ein von den schwansten Geschichten in der Bibel zu lesen. Und die Person wird so dicht bei Jesus wie er. Alles was schmieden deed. Und dort war ging und getrennt ist von Gott, von aller Ewigkeit. Wir wollen das von dir vergleichen mit Petrus, wo Judas wir und wo Petrus wir. Wegen Petrus sind auch gegen Jesus, aber er sagt für seine und er kriegt das auch. In Johannes Kapitel 13, 36 bis 38 sagt es steht. Dann fragt Simon Petrus an, Herr, wo gehst du hin? Jesus sagte ihm, wo ich hingehe, kann je mir nicht herankommen. Aber nachher, wo je durch auch hinkommen. Jesus sagte ihm, Herr, woran kann ich nu nicht mit dir mitkommen? Ich sie reit mein Leben für die zu loten. Jesus sagte ihm, wirst du dein Leben für mich geben? Ich sage dir das Wort her. Der Hohn kriegen das Wort, wirst du dort 3-mal verstreten haben, dort du mich kannst. Und dann wieder in Johannes Kapitel 18. Sei wie dort das passiert, krank soll aus Jesus dort sein. In Johannes Kapitel 18, 15 bis 18 sagt es steht. Simon Petrus und noch einer andere Jünger gingen Jesus heran. Der andere Jünger, wie er dem hohen Priester bekannt. Und so ging die mit Jesus und den hohen Priester sind Paulus nahen. Aber Petrus stand büten für der. Dann ging der andere Jünger, dem der hohe Priester kann, rüht und red mit der Rieren, die über der werkt. Und brach Petrus nahen. Und deren wagterin sagte Petrus, bist du nicht auch einer von diesen Mann seine Jünger? Er sagte, nee, ich sie nicht. Weil's dort teil wir, hatten die Diener und die Tempelwächter sich ein Kohlenfeuer gemerkt und stünden durch Raum und wärmen sich. Und Petrus stund bei an und wärmen sich auch. So wir sehen hier, dort Petrus jingt Jesus Christus heran, aber er bleibt hängen. Und dann wird ihm gefragt, bist du ein von seinen Jüngern? Und dann passiert Kraxus, Jesus dort sein, das wird passieren. Und dann sehen wir wieder in 24 bis 27, sagt er, und Simon Petrus stund und wärmte sich. Dann sehen sie ihm, bist du nu auch einer von seinen Jüngern? Er aber verlügt dort und sagt, ich sie nicht. Dann sieht einer von den Hohepriestern seiner Diener, ein Freund an dem, der Petrus dort aufgeschnitten hat, sag ich die nicht im Garten? Petrus verlügt dort noch einmal und plötzlich darauf kriegt den Hohn. Petrus war 3-mal gefragt, ob er Jesus Christus kann. Und kriegt so aus Gott Judas in die Gelegenheit geben, ein paar Gelegenheit geben, tam anderen und seine sind, Gott gab Petrus dasselbe Gelegenheit. Und Petrus, die 3-mal, wo er dort verlehen, dort hat Jesus Christus kann. Und dann sehen wir dort die Hohn, der Kron, und so wird Petrus fragt, was passiert. Und wo fällt Petrus sich? Sah so aus Judas sich feiern.
Am dort wordt ich leid, dort, was hij gedaan hat. Dann doch Petrus an die Wert, was Jesus am gesagt hat, und das ist in Matthäus, Kapitel 26, der 75, der Vers. Dann doch Petrus an die Wert, der Jesus zu am gesagt hat, die Hohn kriegen wird, wirst du mit dreimal von mir los gesagt haben. Dann ging er raus und hielt bitterlich. Petrus wird wörtlich sehr leid, dort, was er getan hat. Hij had een grote Fehler gemaakt. Hij had groot Jezus versproken dat hij wordt immer bij Jezus blijven. Aber liever als apart gaan en zichzelf ombrengen en zichzelf hangen, zoals Judas deed. Petrus blijft apart. En ik weet niet graag wat hij in deze deel deed. Aber we zijn in Johannes Kapitel 21, wo Jesus Petrus verseinen deed. Hier sagt het is dit. Johannes Kapitel 21, die eerste 3 Versen. Nachher leidt Jezus zich nog eenmaal van zijn Jünger seinen, de Tiberias. En dit is wo hij dat deed. Daar werden Simon Petrus, Thomas, Nathanael en Cana en Galilea, Zebedeus, zijn zin en nog 2 andere Jünger. Simon Petrus zeide ik go fischen. Zij zeiden te hem, dan kom ik ook met. En ze gingen voorts uit, stehen in een lam en fuhren los. Zo danach, aber danach kregen zij nichts. So wir zijn dat Petrus leider dat hij wordt Jezus zegen, om zich verseinen met hem. Hij ran de poort, de weg te zijn waar hij kan wegran van dat wat hij gedaan had. En hij wil teruggaan tot dat leven wat hij eerst had. En vielleicht in dat wordt hij vrijheid vinden van de schuld wat hij met deed, voor dat wat hij in Jezus Christus deed. Maar het is ook interessant, in de 15e vers, we zijn over wat Jezus in hart is voor Petrus. Johannes Kapitel 21, 15e vers zegt es dit. Als zij eerst gegeten hadden, zei Jezus te Simon Petrus, Simon Jona, is dine lijf voor mij greater als de andere Hij zei, jo Herr, du weißt, dat ik die goud zie. Jezus zei, dan werd mijn lama. Hij vraagt Petrus, best du mij dollar goud als alle de anderen? Hij wil weten dat Petrus aanwaardelijk goud is. En ik weet, we lezen dit en we vragen ons dan, weet Jezus niet alle dingen? Jo, ik geloof, hij wist wat Petrus zijn leven weer voor hem. Aber Jezus wil gaan dat Petrus zo van zijn ene weer dat hieren, jo, ik leef die, jo, ik zijn die goud. En 3 maal vraagt hij hem dit. Hij heeft hem 3 gelegenheden om dat zijn dat Petrus aanwaardelijk goud is. En zoals hij in de vers zegt wieder, en hij zei nog eenmaal te hem, Simon Jona, best du mij goud? Hij zei te hem, jo Herr, du weißt, dat ik die goud zie. Jezus zei te hem, werd mijn schop. Hier nannt Jezus am Warabin nomen. Dat wat hij am gedaan had. Dat hij dat verlehen deed, dat hij niet Jezus kende. Hier zegt Jezus dat hij am aannemen deed. En hij nannt hem benomen. Dezelfde persoon wat am had zijn naam opgezegd. En dan voor het 3e maal vraagt hij hem nog eenmaal. In 17e vers, dan zegt Jezus dat 3e maal te hem, Simon Jona, best du mij goud? Petrus wordt ganz treurig, dat Jezus hem voor het 3e maal vroeg, of hij hem goud weer. Hij zei te hem, Herr, du weißt alles en du weißt, dat ik die goud zie. Jezus zei te hem, werd mijn schop. Best du mij goud? Hier zijn we 2 dingen. Dat de weg te verzeind worden, als der lijf. Dat als onze ene lijf, onze verlangen voor gemeenschap, wat ons drijven zal,
zum verseint worden mit Gott, wenn wir Fehler merken dann. Der Weg trägt zu Gott als nicht proben beter dann das nächste Mal. Der Weg zu verseint worden mit Gott als dort wir dort annehmen dann, dort Gott uns wirklich gut ist. Dort hij dat bastet wel für uns. Und dort hij, wann hij sich seine Gnade nach uns geben, dort wir dort annehmen dann in live. Dort ist der Weg zu verseint worden. Und wir sind hier zwei Personen, die ein Bett in Fehler merken. Ein Bett von den Fehlern gingen Jesus deibte heute, wie viel weiter war das ging Jesus deib. Bei einer Person dreht sich von seinen Sünden, einer dreht sich nicht von den Sünden. Und wir können entscheiden, wann wir einen Fehler merken, wann wir in Sinn fallen, was wir wollen tun. So, was können wir lernen von Judas und Petrus? Ich will uns ein bisschen ein paar Dinge wiesen, was wir können lernen von was hier passiert. Das erste ist, wie man abpassen, wie man die Warnung hören und annehmen, wann wir dort sein und dann dort Dinge nicht recht im Hort sind. Das interessante Ding ist, wenn wir an Judas denken dann, wir sind dort, hij bejedigt wir, hij bus hänger ran, jalt wir sind dort, sein Hort nicht in der Rechte steht, wie das ganze Zeit. Und der Sinn, was hij deed, dat wir bloß dort uitleven, was all in Hort wir. Aber Petrus wieder ein klein bisschen anders. Wir lesen in in Lukas Kapitel 20, 40 und dann 45 und 46 sagt es das. Und als sei, das wenn sie in Gordon wären. Und als hij durch Handheim, seht heute an, bet, dort je nicht in Versegnung verroden. Jesus sagt, dass Leiber aus Schlopen, sie sollen Leiber beten, dort sollten nicht für versegnen und verleiden. Und dann wieder in 44 von Lukas Kapitel 20 sagt es das. Und als er von Gebet abstand und nur seine Jünger kam, werden die in Erde Tür angeschlopen. Dann seht heute an, warum schlopt ihr? Steht ab und bet, dass ihr nicht in Versegnung kommen. Ich glaube sehr, dass wann Petrus hat nicht geschlopen, wann er hat sich gleich jetzt gemerkt, für dort was time, dort er wird nicht haben in den Garten sein Schwert genommen und den deiner braucht dort zu merken. Ich glaube, wenn er hat sich jetzt gemerkt in Gebet, dort er wird nicht haben Jesus verlieren. Dort er wird haben Radio was für dort was so tun verschmieden wird. Und so muss wir auch Menschen sein, was geistlich uns jeder Tag, uns jetzigen Leben bünden, so dort, wenn uns versagt wird, dort wir bereit sind und dort wir in der guten Stadt sind mit Gott. Dort wir können Dinge auf sein, wegen wie sein Wort passiert. Wir sind auch, wir sind das Bett in Judas und in Petrus. Ein Fehler, was wir merken dann, lädt Ferken nur noch ein Fehler. Zum Beispiel, wir sind hier in Petrus sein Leben, er merkt erst einen Fehler und er braucht den Höheren Priester, die Uhr, er schneidet ihm die Uhr auf, dann hakt ihm die Uhr auf. Dort hat er nicht so tun. Und dort merkt dort viel leichter, viel spannender, dass den nächsten Sinn auf sein. Wenn er durch einen Tempel oder wo Jesus gerecht wird, wird dort viel spannender zu sein, jo, ich kann Jesus, weil wenn er dort gedonen hat, wird er sich fern gebracht haben, dort er die wir, wo er in Gott gedonen hat. So wir sollen aufpassen, dass wir einmal Buße tun, uns recht merken tun, wann einmal wir fallen tun. Aber ich glaube, ein von den größten Lehren, was wir fingen tun, zwischen Petrus
en Judas erst dat de erst een grote onderscheid tussen waar we wonen zou truien wie han. 2 Korinther kapitel 7, 10 bis 11 sagt es dat. Truhe, die von Gott erst bewirkt, ein Umkehren, wodurch wir selig worden. Und dort wird keinem Leid. Aber der Welt Truhe wirkt den Tod. Die von Gott gewirkte Truhe haft, in ein Verlangen und einen Dingen, den Eva bewirkt, Jünt auch Schuld zu beweisen, wann auch euer über dich Schulden en Furcht de Verstrof met doorbi wieren. Je haben in alle dat bewezen dat je in dieser Sache rein sind. Paulus lehrt hier in 2 Korinther den Unterschied ersten von der Treue, was von Gott kommt, und der Treue, was von der Welt kommt. Und der Unterschied ist das. Die Treue, was von Gott kommt, dort ist so eine Treue, was uns zu Gott driven wird. Wir sein, wo wir Gott kommen, und dort trifft uns zu Gott. Und dort ist diese Treue, was wir sollen haben. Das ist eine Treue, was bedeutet ist, dass wir Gott gestartet haben. Dass wir jungen Gott gesinnt haben. Die andere Treue ist mal, was ordnet verbunden. Das ist mit Scham verbunden, das ist mit Scham verbunden, das ist verbunden mit Pracht und Stolz. Anstatt vielleicht Leid, dass unser Sinn uitgefangen ist, aber anstatt bloß Leid wegen, nu wird das nicht so schön gehen für uns. Wir sind nicht bedeutet an, wo das unsere Gemeinschaft mit Gott ändern wird. Und diese Treue, was von der Welt kommt, was nicht von Gott ist, der bringt uns bis wieder und wieder weg von Gott. So, lieber Freund, Gott hat uns das Treue gegeben, wenn wir was anrichten, wenn wir Fehler merken, dann hat uns das gegeben als ein Geschenk. So, dass wir können uns weiter nur drin zu Gott. Aber dort, was Gott uns gegeben hat, wir wissen, dass wir ordentlich gedonen haben, dass die Treue mit dir verbunden ist. Dort braucht so tun und er verdreht dort. So, dass die selbe Treue, was gebraucht haben, uns von Gott wegzuschieben. So, wenn wir Fehler merken, dann werden wir das sein. Dass der Fehler ist nicht der eng. Wo wir entscheiden, wo wir wollen leben, nur der Fehler, dort merkt alle der Unterschied. So, ich weiß nicht, wo die von dir fingen das. Ich weiß nicht, was von der Werk die du gehört hast. Ich weiß nicht, was du in das letzte Jahr belebt hast. Aber vielleicht sind es von dir, was das horchen dann. Und du hast je drehen in eine schwere Load mit. Je sind vielleicht so Petrus und je proben die schwere Load alle wegen Hand zu schlafen und da Plitsch zu hauen und je denken bloß, wenn ich mich selbst drauf merken, dann wollt ihr nicht mal ever denken. Der Rot für die schwere Load ist, dass Jesus will die vergeben, dass die frei sein, dass die losgekauft sein von der Load. Und dort fehlt dann, dass wir umkehren und wir kommen zu Jesus und dort wir verseint worden mit ihm. Wenn wir nicht wollen, verseint worden mit Jesus, dann bleiben wir in einer prosten Gemeinschaft, getrennt von Gott. Und der eng von dort ist bloß Tod. Sag wir uns von dem auch merken. Fehler ist nicht der eng. Wort wie mit den Fehler tun, weil wir dort nicht Jesus bringen, ist alle, dort merkt der größte Unterschied. Wir werden noch beten. Jesus, Dankeschön für diese Gelegenheit zu sein. Dort die Versöhnung ist allmählich. Alle von uns haben gesinnt, alle von uns haben Fehler gemerkt. Aber der Unterschied ist, was wir mit den Fehlern tun. Von dem aus, wenn wir diese Botschaft hören, dann vielleicht sind es so wie ein weiten Krack, die Fehler, was sie getan haben. Und Gott, ich bete, dass die Wasch uns von dir raupen und uns die Hort dienen, so dass wir können die kommen, dass wir können unsere Fehler zu dir bringen, dass die Kosten vergeben und dass wir Versöhnung können kriegen. Wir beten alle das in Jesus Christus in Namen. Amen.